Wir werden von der wieder gehen in unsere Galata-Series. Und wir sind von der in Galata Kapitel 1, 6 bis 10. Und in dieser Version, Paulus legt den Grund für die ewige Buch. Er hat angefangen mit uns Kreisen in die ersten 5 Versen. Und dann in dieser Version lehrt er uns mit, er legt den Grund, was er Luther wird sein. Er will haben, wir sollen das rechte Evangelium verstehen und annehmen. Und alles, was nicht der Evangelium ist, wir sollen das zu sehen sagen. So, wir wollen von dir sein, was ist das Evangelium und was meint es für uns, wie wir das Evangelium annehmen wollen und auch das Evangelium ausleben. Galata Kapitel 1, 6 bis 10, werden wir die Versen lesen. Mir wundert dort, dass die den so schwer verloren haben, der der Christus, Jesus Christus, seine Gnade beraubt hat und ein anderes Evangelium angenommen haben. Du hast in Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht und angeschmiert von dir, der Christus seine Evangelium verdrehen. Und wenn je oder sogar ein Engel von Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, dem verflucht sein. So als wir vorher gesagt haben, sag noch einmal, wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht mit dort stammt, was wir gepredigt haben, der soll verflucht sein. Hier sich dort so, als wenn ich probe, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen noch zum Gefallen lebt, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. So Paulus fängt den Brief an mit den Zurückreisen, aber dann die nächste Version fängt er führt an. Ich weiß nicht, ich denke vielleicht mal in vorher in der Mutter hat ihn in große Stufen gekriegt und sagt, seid ihr da? Und dann fängt er an. Und er sagt, mir wundert dort. Er sagt nicht ganz getierlich, ich bin dankbar für die, dass er in Ordnung Briefen geschrieben hat. Ich bete für die, ich lege die. Er fängt an, er sagt, mir wundert dort, dass die so schwer verloren haben, da der Christus, oder Jesus Christus, seine Gnade beraubt hat. In Ordnung zu sein, Paulus sagt, der Tag hier, regnet dort nicht wieder? Sei je dumm? Kann ihr das nicht verstehen? Sei je nicht so klug, dass die das würden verstehen? Und das ist nicht gleich, wo müsste Tiden wir anfangen, aber hier ist etwas, was wir ernst nehmen. Und dort ist, wo wir die Evangelium verstehen, wo wir Rat sind durch Jesus Christus, das ist wichtig. Und Paulus sagt hier, und ich glaube, er redet auch noch uns, wenn wir aufwandeln, das ist ernst, wir müssen uns ernst nehmen. Wir müssen zurückkommen dort, was Wahrheit ist. Und dann redet er in 2 Wege, was das Evangelium ist. Ich will ein kleines Zeit nehmen für das von dir. Er sagt dort, die dem so schwer verloren haben. Das ist der erste Part von dem Evangelium. So, er redet hier von Evangelium. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, was Evangelium ist. Der griechische Wort für Evangelium meint gute Nachricht. Was ist diese gute Nachricht? Diese gute Nachricht ist, wo wir Rat sind von unserem ewigen Lohn, was wir durch seine Hand verdient. So, der Evangelium ist Gott seine gute Nachricht, was wir sind, wo Menschen, wer Sünder sind, kann losgekauft von ihrer Sünde und recht in Gemeinschaft gesagt mit Gott. Das ist, was der Evangelium ist. Das ist Gott seine Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. So, von wo redet diese gute Nachricht dann? Ich glaube, dass die erste Vers weist uns, was die gute Nachricht ist. Und hier ist das erste Denken, wir sollen das nicht vergessen. Der Evangelium redet von einer Person. Das hängt alle an einer Person.
Der Gott nur, der redet nicht von der Wortheit so zu sein, was wir bis weiten down. Der Evangelium redet von der Person, wie weiten oder lehren kennen sollen. Dort ist nicht bloß dort wie lehren down, dort wie noch mehr weiten down. Der Evangelium wies uns immer nur einen, was uns raten wird. So das Evangelium wird wie in Galata worden sein. Wenn dort nicht nur Jesus wiesen wird, dann ist dort nicht ein Evangelium. Und wenn wir von Jesus weggehen, Radung bloß durch Jesus Christus, dann gehen wir weg von der Radung. Johannes Kapitel 14, das erste Vers, sagt Jesus, du hast nur ein Weg. Jesus ist der einzige Weg zu dem Vater. So der Evangelium, wenn wir das recht verstehen, dann das ist nicht bloß, dass wir mehr von der Bibel lernen können. Du sagst, sehr viele Menschen, was die Bibel sagt, kennen dann, aber die kennen Jesus Christus nicht. Und wenn sie Jesus Christus nicht kennen, dann haben sie nicht die Rettung. So wenn du von dir das hören das und du viel von der Bibel kennen das, du weißt, was in der Bibel geschrieben wird, du hast die Bibel auswendig gelehrt, aber du Jesus nicht kennen das, dann bist du nicht gerat. Dort ist allmählich, dass wir rat sind, ohne der Jesus Christus und ohne Jesus Christus allein sind wir nicht gerat. So er redet hier von einer Person. Und er braucht diese Wort hier, und wir wollen das Thema sein, Eva in das Buch. Er sagt, dort je dem so schwer verloren. So dass hier diese Tag, die fangen an mit diesem Verständnis, dass wir durch Jesus Christus dort sei gerat werden. Aber mit der Zeit nahmen sie ein anderes Evangelium an. Und mit dem anderen Evangelium verleiten sie Jesus Christus. Das kann sein, ohne dass wir bloß durch Jesus Christus die Rettung annehmen und glauben, wo wir nicht gerat wurden. Dort ist bloß Gott seine Weg. Und wenn dort nicht Gott seine Weg ist, dann ist es keine Weg. Und Gott seine Weg ist durch Jesus Christus. Ich sage das Eva und Eva. Ich will haben, wie sollen das verstehen. Paulus will haben, wie sollen das verstehen. Dort ist bloß durch Jesus Christus. Na, der zweite Part von diesem Evangelium ist, und da sagt er in der nächsten Part, der durch Jesus Christus seine Gnade berauben hat. So, das ist der zweite Part von Evangelium, was wichtig ist. Dort ist nicht, was wir tun. Dort ist durch die Gnade, was Gott uns schenken wird, durch Jesus Christus. Dort wir gerat sind. Wir sind nicht durch unsere inneren Worte gerat. Wir können niemals genug tun, dass wir gut genug sind, dass Gott uns annehmen wird. Dann sind so eine Menschen vielleicht, die sagen, ich will ein gutes Leben leben. Und am engen Leben, wo ich für Gott stehe und ich kann hoffen, dass meine guten Worte mehr sein als meine schlechten Worte, dann wird Gott meinen Himmel dann kriegen. Aber von dieser Erfahrung, dass ich das lernen werde. Dort ist bloß durch die Gnade, was Jesus Christus uns geben wird, weil er auf dem Kreuz gestorben hat. Er von dort abwarten hat, dort wir gerat sind. Dort ist durch Gnade. Und Christus, dort ist bloß durch eine Person. Dort ist bloß durch eine Weg. Und der eine Weg ist durch Gnade. So, was ist Gnade? Gnade, liegt dir gesagt, ist ein Geschenk. Dort ist ein Geschenk, was wir nicht verdienen können. Dort ist frei für dich, was dort annehmen dann im Glauben. Aber diese Gnade kostet Jesus alles. Er starb auf dem Kreuz, dort kann uns diese Gnade schenken. Und dann wieder sagt er auch, diese Gnade ist eine Anraubung. Gott raubt uns an durch Gnade. Wir wollen Leute sein in das Buch, wo ohne dass Gott uns rauben wird, ohne dass er uns halten wird, können wir nicht das Evangelium finden. Das ist bloß durch, was Gott hier offenbart hat, durch Jesus Christus, durch die Bibel, dass wir uns recht finden können. Das ist bloß durch Gott seine Gnade. Wir sind ein bisschen so ein Wort in diesen Raum gehen, probieren uns recht zu finden. Ihr habt vielleicht mal diese Stufen angegeben.
En je had je proef terug te vinden uit mijn stoel waar het geen licht is. En je gewoon ramen dat als dies dan je kan niks zijn. Dat fehlt dan wer wat er aankomen dat het licht aanmerken, oder met een flashlight oder het licht aankomen en terugwijzen. Dat is wat Jezus deed. Hij is dat licht, hij is de genade wat ons wijzen dat, waar wie je raad kan zijn. God roept ons niet naar een leven voor hem te leven door wat we doen. Hij roept ons aan om een leven door zijn genade, door zijn hulp en door zijn zijn. So wat meint het dan dat we deze genade aannemen doen en dan ook in deze genade leven? Dat meint dat wat allemaal we doen, we leven door de kracht wat Jezus ons gegeven heeft, door deze genade. Leven als ons ene kracht. Matthäus kapitel 11, 29 de vers, sagt het zo dit. Leg je mijn juk op en leert van mij. Wilt ik zie zo'n moedig en van harten deemoedig. En je worden ruifingen voor je ziel. Wilt mijn juk dragen neer en mijn los als leeg. Hij zegt hier dat we zullen naar Jezus gaan. Hij wil dat helpen draaien. Ik weet niet hoeveel van jullie kleine kinderen hebben. Ik denk dat een paar jaar terug, mijn jongens die weer nog een nachtbed gingen. En ik wil zijn 3 of 4 jaar oud. En we woonden nog in Alberta. Mijn oudste zoon die wil me helpen wat buren met halt. Hij wil me helpen dat halt draaien. En dat we een Galata 4x4, ik weet niet graag hoe lang die wil, maar het is geen weg dat een kleine jongen kan hof de weg draaien. So ik deed dus een foto van dat, ik ging in de maat, in aanvoeten, naar een orende eng, droeg Hosea dat biedt halt met. En ik geloof dat als een beeld wat God voor ons deed. We doen hem nog volgen, zo goed als we kan, aber hij is werkelijk dat wat hij wegdraaien deed. Dat als zijn kracht, zijn macht en zijn genade voor ons wijzen deed, waar we voor hem leven zullen. Zo hij heeft gezegd dat als der ene persoon en dat als der genade dat we geraad zijn. Dan zegt hij wie in de 7e vers, du hast in werkelijkheid geen andere Evangelium. Du hast geen andere Evangelium. So ik geloof in vers 2 als dit poort van de Gouden Noorrecht. Wanneer bloos een weg is, hoe derg wie je raad kan zijn, alles wat ons dan fehlen deed, is dat God ons diesen een weg openbaren deed, dan kunnen we ons zeker zijn dat we deze rading hebben. Maar wanneer de middenweg weer, waar we jemals weten kan, of de weg wat we uitproeven deed, wie een van de middenweg. Maar God heeft ons dat in klaarheid gewezen, dat is door Jezus Christus en dat is door genade. God wordt niet de counterfeiter te zijn verdreven. Ik had maar van je reden, bij mijn vrouw Christina schoft in de bank. En voor 5 jaar schoft zij in de bank. En zij heeft gezegd, waar zij schoft met zoveel geld, zij weer ganz bekend, waar een dollarbill in de hand weer. Wenn zij schiet zoveel geld aan jeder dag. En wenn zij zo bekend weer met dat wat echt en recht weer, wanneer dan een dollarbill naar komen deed, wat een counterfeit weer, niet een echte dollarbill, zij kunnen dat vuur speren. En zo is het ook met het Evangelium. Dat we zo bekend zijn met den einzigen weg wat God ons geschonken heeft. Door Jezus Christus, door genade, dat we van een andere Evangelium reden doen. Dat we kan dat vuur weten en we kan de falsche Evangelium af zijn. So ik geloof de grootste onderscheid tussen de Evangelium wat van God komen deed en de Evangelium wat van de wereld komen deed, is dit. Dit waar we eeuwig en eeuwig zijn in dit boek. De wereld predigen het Evangelium. Wat proeft ons aan te beelden dat we kan onze ene rading verdienen.
Wann wir bloß hier schaffen dann, wann wir bloß hier weiten dann, wann wir bloß Gott hier sein, wann wir bloß die rechte Person kennen, wann wir bloß nur die rechte Tschork vornen, dann wollen wir rat sein. Aber alle dort hält nicht an. Das ist ein falsches Evangelium. Und das Evangelium wird von Jesus kommen wird. Als dort Jesus hat alles all getan für uns. Alles, was wir machen tun, ist dort annehmen und glauben, an Jesus Christus nur folgen. Und er wird die Rettung in uns erschaffen. So, da baut nicht, was wir getan haben. Dort baut bloß, was Jesus getan hat für uns. Dort baut nicht, wo schlecht wir gelebt haben. Jesus, den Opfer im Kreuz, das arme Galata, ist unser Sinn. Sie, der Trouble ist, wenn wir probieren, das Evangelium auszuleben und anzunehmen, was hängen dort an, was wir tun. Wo weit wir dann, if wir jemals genug haben getan. Aber wenn Jesus Christus alles getan hat, dann ist dort, was er getan hat, immer genug. Da würden wir so sein, wenn wir probieren, unsere innere Rettung zu verdienen, wenn wir in Salesmen, wir in Sonne, probieren, Dinge zu verteilen, und wir an uns Boss sagt, wenn die nicht was genug verteilen, dann wirst du die arbeitslos sein. Dann würde einer der Boss fragen, na, wie viel soll ich verteilen? Dann würde der Boss sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel die muss verteilen, dass die Arbeit haben lässt. So ist das für uns, wenn wir probieren, durch unsere inneren Worte Jesus Christus noch zu folgen. Wo wollen wir jemals wissen, dass wir genug haben getan? Das ist bloß durch Jesus Christus, durch Gnade, dass wir gerettet sind. Dann der nächste Part von der 7. Vers sagt er, je worden verdreht und angeschmerzt von dir, der Christus sein Evangelium verdrehen. So, er redet hier von zwei Wörtern. Er sagt, verdrehen und angeschmerzt. So, was ist das zum Wort verdrehen? Ich glaube, so tun seine Arbeit, als er braucht einmal, was Gott zum Verdrehen. Und mit dort verdrehen, dann sieht es noch so, dass das stimmt, was das Wort hat, aber das Anschmieren kommt durch das Schlachtet annehmen, mit das Gott. Und so ist es auch mit falschen Evangelium. Die sagen, oh, Jesus Christus, der ist Port von dort. Er hat gestorben. Er hat gestorben am Kreuz, so dass Gott wird unsere Sünden vergeben. Aber und dann hier ist dort, wo das Evangelium wird verdreht. Vielleicht ist dort ein Verdrehungssus. Aber wir können nicht weiten, if er uns das Wort vergeben, wenn wir weiten nicht, wie hat Gott genug gelebt. Wir können sein Port von dort, ach so, Jesus Christus ist auch am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Aber dort verdrehen, wenn wir dort verdrehen, dann ist das nicht mal das Wort hat. Und so tun weit, wenn er kann uns verdrehen, wenn er kann uns anschmieren, dann sind wir confused. Dann sind wir unsicher. Und dann kann man viele Christen geredet, die confused sind. Sie wissen nicht, was er ist. Und sie können nicht in Freiheit leben. Sie können nicht mit Kraft Jesus Christus nur folgen. Wenn so tun weit, wenn wir an Unsicherheit sind und was das Evangelium ist, wir wollen niemals in Ruhe Christiert leben haben. So wir sollen uns sicher sein und dort, was Jesus geopenbart hat für uns. Dann sagt er, die Christen, die wurden verdreht und ungeschmeckt von dir. Er redet von falschen Lehrern, die in dieser Talk werden. Die sein Evangelium verdrehen. Und dann redet Paulus wieder sehr streng in 8. und 9. Vers sagt er es steht. Und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, dann dem verflucht sein. Paulus sagt hier, der Evangelium ändert nicht. Der Evangelium, was Jesus Christus teilt am Offenbaren, der Evangelium, was Johannes und Lukas und Matthäus und Markus
En Paulus en alle die Orten geschreven in de Bibel haben von je geschreven. De Evangelium ändert nicht in der ersten 100 Jahren nur dort, wo Jesus Christus auf der Welt war. Wenn Jesus Christus bracht der Evangelium. Und der Evangelium wird vollkommen in Jesus Christus. Der Evangelium, der wird perfekt. Keiner muss der Evangelium tollein, dort der mehr Sens mögt. Keiner muss der Evangelium von Wort wahrnehmen, dort er besser wird. Der Evangelium wird perfekt. Das erste Mal Jesus Christus Time, der Offenbarung. Und von der und da auch, der Evangelium erst nach Krag so, ist der 2000 Jahre zurück wir. 2000 Jahre zurück, lied Jesus, lied Paulus, dort erst bloß der Jesus Christus dort wie ihr Rat kann sein. Und dort hat nicht geändert. Dann sagt er wieder, sondern was proben dort zu ändern, dem Lot verflucht sein. Ich weiß nicht, wo das mit dient ist, aber das verflucht sein, das ist ein Wort, was wir können niemals brauchen, so ist ein Kind. Da wir entstrengt wird, da wir entschlachtet wird. Wir können nicht das Wort brauchen, wenn das ein Hunchit wird. Aber das ist, was Paulus sagen wird. Wenn wir in der Evangelium proben zu predigen, oder proben zu verleiden mit das, wir sollen verflucht sein. Und dann nimmt er das noch einen Stopp wieder und er sagt, wenn du ein Engel von Himmel kommen wird, die in unser Evangelium predigen, die sollen das nicht annehmen. Er sagt nicht hier, dort Engel wollen von Himmel kommen, er sagt, wenn sie einmal würden. Er hat hier übertrieben, er will einen Punkt sei uitretten, dort wir das wörtlich verstehen dann. Dort der Evangelium ändert nicht. Das sind dann Tiden, wo Menschen kommen, die sagen, das ist ein Nährverständnis von der Evangelium. Wenn wir dort bis können, mit auf Deiper verstehen. Menschen sagen, ich kann nicht eine Deipere verstehen von der Evangelium. Wir sollen aufpassen, wenn Menschen dort sein. Wenn du erst bloß eine Evangelium, der erst nach einmal bloß eine Evangelium gewesen, der Wort nach einmal bloß eine Evangelium sein. Und das ist eine Evangelium, als wir sind gerat, durch Jesus Christus, durch seine Gnade. Und dann wieder sagt er in der 10. Vers, hielt sich dort so, als ich probe, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen noch zum Gefallen lebt, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. So Paulus sagt, er kann nicht das Evangelium ändern. Wenn wir nicht seine Evangelium, wir bloß das, was das Offenbarung, das, was Gott gesagt hat. Und wenn er das ändern, dann wird er Menschen gefallen und nicht Gott zu gefallen sein. Gott wird das, was ihm das ab und Hort gelegt hat. Und wie ist es nicht Kirche dann, müssen an diesem Evangelium stehen. Wir können nicht von diesem Evangelium aufgehen. Meine Hoffnung ist, das Evangelium, was wir hier predigen tun. Dort wir bloß durch Jesus Christus gerat sind. Durch Gott seine Gnade. Wenn Gott wird uns nach mehreren Jahren geben, Jesus zurückkommen wird. Ganz eng, wenn Jesus Christus zurückkommen wird, diese Kirche wird noch an diesem Evangelium stehen. Dort wir sind gerat durch Jesus Christus, durch Gnade. Und wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Der Wort fährt ein Gerät von dieses Deutsche, wir sollen bleiben bei dort, was wir gelehrt haben. Und das reichte Weg, wo die Bibel für uns annehmen, ist Rahmen der Evangelium. Wir sollen bei der Evangelium bleiben, das, was wir gelehrt haben. So dann sagt er hier wieder, dass wir sollen leben zum Gott gefallen, nicht Menschen gefallen. Wir sollen bei der Wahrheit bleiben, wann Menschen auch gängen und stunden tun. Und ich glaube, hier ist es sehr wichtig, dass ich was sagen will. Ich glaube, es sind viele Menschen, die uns stunden tun, was nicht der Evangelium ist,
und sie glauben dort erst Port von der Evangelium. Sie nehmen sich besonders nie von der und da für political Dinge oder Dinge, die in unserer Kultur angehen und sie merken dort Port von der Evangelium. Dort ist wichtig, dort wir an der Wahrheit bleiben. Dort wir an der Wahrheit halten. Dort wir nicht weggehen von dort, was Gott verlangen wird von uns. Aber wer wir niemals so merken, was nicht der Evangelium ist, Galata ist der Evangelium. Wer wir bei der Evangelium bleiben. Und wenn wir von Jesus mehr reden, was er getan hat für uns, es wird die Trouble in der Welt sein. Wenn wir mehr von Gott in Gnade reden, es wird wie von der Trouble reden, dann wird wir uns sein. Und wenn wir dann fertig haben, von dort, wo wir uns ist, wenn wir uns ängsten dann, wenn wir nur Jesus checken, wegen seiner Evangelium, als gratis all unsere Trouble. Seine Ruhe, seine Friede, was er uns schenken wird durch das Evangelium, als gratis ist alles, was in der Welt ist. Ich weiß nicht, wo die von dir mit Gott stehen ist. Ich glaube nochmal, wie es Menschen, wir haben uns trägt, von Gott sein Evangelium annehmen, wegen wir sind Angst vor Menschen uns wollen an sein. Wir sein dem Preis, was wir würden machen tun. Vielleicht meint er, wir wollen Freunde verlieren. Vielleicht meint er, wir wollen Trouble in der Familie haben. Aber das ist nicht, was mehr wird ist. Und was doller wichtig ist, wo wir mit Gott stehen dann. So wie ihr Rat der Jesus Christus. Dort bohrt nicht, was ohne Menschen sein von uns. Alles, was bohrt das, ist dort wie reich stehen dann für Gott. Sag wel von dir schließen, das letzte Werk all. Aber ich will uns von dir weiterhalten denken, was der Evangelium ist. Dort, wann wir das Evangelium noch nicht angenommen haben, dort wir das Kern von dir tun. Der Evangelium ist der Gott und Recht. Dort Jesus Christus ist gekommen zur Welt. Er lebt ein Leben, was perfekt wir, vollkommen wir. Und dann, wenn er mit etwa 30 Jahre alt war, jij feit zijn ene Leben ab, dat hij am Kreuz gestorben ist. Doordat hij kon andere zinnen betonen. Der Lohn, wat andere zinnen verdient hat. Und dann 3 Jahre later stond hij ab von dood. Dat hij de Gewans bewiesen hat, wat hij ever dood in zijn haf. Und dann der Raub erst für uns von dir. Dort, wann wir im Glauben diese Gnade annehmen, dann, dort, was Gott getan hat für uns, dann sind wir seilig. Wir können dort weiten, wo wir stehen mit Gott. Und wenn wir das tun, dann sagt die Bibel in Johannes Kapitel 3, dass Jesus Wort durch die Heilige Geist in uns in nie Mensch schaffen, dass wir wahre geboren sind. Dass wir die Kraft von Gnade haben, um für Jesus zu leben. Die Bibel lehrt dann, dass wir müssen bekennen, dass wir Sünder sind. Wir müssen noch glauben, dass Jesus Christus erst am Kreuz gestorben für die und für mich. Wir müssen noch glauben, dass Jesus von dort abgestanden ist, zum Gewähren über dort und sind. Und dann zweite Part ist dann, wir müssen da vertrauen dort, was Gott getan hat von uns steht, durch Jesus Christus. Und die Bibel lehrt uns, dass wenn wir dort tun, dann sind wir seilig. Sag mal nicht, wo die von dir stehen, das mit Gott. Bei meiner Hoffnung ist, dass wir wollen dort, was mir wichtig ist, dort, was wichtig ist, wir dort bleiben. Dass wir wollen nicht von einer Seite oder anderen Seite checken, nur falsche Evangelium. Dass unsere Ohren wollen bleiben an dort, was wichtig ist. Dass Jesus Christus uns Rade ist. Und dass es bloß durch Gnade, was wir Rat sind. Wir schließen im Gebet von dir. Jesus Christus, wir sind von der Frau, wie kein Taub kommen, es ist nicht schwach. Und ich weiß, die Botschaft von dir ist wenig, was nicht. Das ist ein Thema, was ich fertig reden da. Das ist ein Thema, was die Bibel und ewig lernen wird.
En dat is een oorzaak dafür. Ons fehlt de hulp, dat we allemaal even denken dan, wat de Evangelium is. Wegen aan de Evangelium hangt alles onder het. Dat hangt aan waar we leven zijn, waar we in Christus vrij zijn. En dat hangt aan de Evangelium, waar we de eeuwigheid worden zijn. En God, ik bid voor wie we vielleicht zijn afgewandeld, wie zijn verleid, wie zijn angesmeerd met een ander Evangelium. Zo'n Evangelium, waar we proeven door aan die ene woorden God te verdienen. God, ik bid dat die was ons terugroepen, dat we kan bloos door Jezus Christus je raad kan zijn. En God, van deel van wie dat hier en doen en wie hand Jezus Christus aangenomen. Aber we haben ons laten verleiden naar andere dingen, wat onze gedanken vastnemen, ons leven ändern doen. En wat niet zo wichtig zijn is de Evangelium. God, ik bid dat dertienige nog die was ons terugkrijgen, naar dat wat wichtig is. En dat is onze rading door Jezus Christus. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.